Man hört's, denke ich. Höret die Glöckelein. Aber der Servus, grüßt euch, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema, ganz einfach. Letztes Mal haben wir Schimpfwörter Teil 2 gehabt, haben wir gedacht, da haben wir doch heute mal loben. Das heißt, heute zum Begriffe, weil ich jemanden zu Hochdeutsch starte, sagen, du bist ein Genie, du bist echt gut, also gut zu Hochdeutsch. Und von uns sagt man halt dann 6 Begriffe, um jemanden zu loben oder jemanden jetzt positiv zu vermerken. Los geht's! Das erste war einmal der Fuchs. Du bist der Fuchs. Wörtlich übersetzt war es der Fuchs, also das Tier, aber das spricht halt für einen sehr klugen oder schnell denkenden Menschen. Wenn jetzt jemand was ziemlich gut macht oder ziemlich professionell macht, dann sagt man oftmals, Mensch, das machst du aber ein Gelernter. Also weil jemand mit dieser besonderen Ausbildung, weil ein Gelernter. Ein sehr praktisch denkender Mensch, der für alles eine Lösung findet, ist ein Scharnierl. Mensch, du bist ein Scharnierl. Wörtlich übersetzt hat das Ganze Scharnier heißen, also Scharnier praktisch. Aber wie gesagt, jemand, der auch für alles Lösungen findet und sowas, das ist ein Scharnierl. Dann gibt es 2 Begriffe für, naja, 2 so Kerl. Ich sage mal, die sind im Normalfall groß, stark und man kann mit ihnen was anfangen, sage ich jetzt einmal. Und das war einmal der Pfundskerl und einmal ein Kerl wie ein Raum. Das war jetzt wörtlich übersetzt ein Pfundskerl oder ein Kerl wie eine Rübe. Was das mit der wörtlichen Übersetzung auf sich hat, will ich gar nicht wissen, aber Pfundskerl, Kerl wie ein Raum. Dann haben wir noch einen Lobbegriff und zwar war das ein Viech. Wenn er wirklich was jetzt, der hat jetzt was geschafft, der hat jetzt wirklich was gerissen, dann hat man, Mensch, du bist ein Viech. Und zu guter Letzt, weil fast immer, haben wir einen Spezialbegriff. Und zwar haben wir in Schimpfwörter Teil 1 den Begriff Matz kennengelernt. Matz war in dem Fall aber für 2 Sachen zu gebrauchen. Und zwar als Schimpfwort, aber auch zum Loben. Damit haben wir das diesmal auch dabei. Sag ich zu einem Mann, Mensch, du bist der Matz, dann hat sich der jetzt ja gerade richtig gut angestellt oder hat irgendwas wirklich Gutes gemacht. Achtung! Diesen Begriff sollte man im Normalfall bei Frauen nicht verwenden, da das auf anderweitige Nebenerwerbstätigkeiten oder Fehlverhalten zurückgeführt werden könnte. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich erklärt. Also, letzter Begriff, Mensch, du bist da ein Matz. Jo, damit hoffe ich schon wieder, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger beim Bavaria Blogger. Wir sind, um einen kleinen Überblick zu geben, gerade über die 2200 Abonnenten. Das ist natürlich super. Da machen wir hoffentlich weiter so. Da ich schon wieder einen riesen Ansturm an Fragen habe, machen wir auch wieder ein Frage-Antwort-Video. Und ihr schaut zwar immer auf Facebook vorbei und auf Bayern 3 wie mir und auf, da ist ein Haufen Zeichen in der Beschreibung drin, da könnt ihr mal reinschauen. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal, wie gesagt, habe Servus und seid freundlich, euer Bavaria Blogger.